Leeft Marie-José, Herr Deputierte Marco Schank, Leefren vom Klengemenscher Festival, welkom am Küb heute zu Mänisch, für den Konzert vom Gruppe Nomad, die Feier Musiker Wellness macht auf ein Reis, auf ein Weltreis, wo man die verschiedenen Zivilisationen, Kulturen werden kennenlernen. Das geht verschiedene Musikrichtungen. Das geht an Argentinien, am Tango. Das geht an Israel, Klezmermusik. Das geht an den Mittleren Orient, den Balkan bis an Indien. Dafür wir freuen uns Martinen auf die große Reise. Wir sind aber auch ganz froh, dass ihr, liebe Publikum, mit dabei ist, und das trotz Corona an effektiv dem Covid dem Moment trotzt. Dafür ganz große Merci an euch. Aber auch speziell, wenn wir uns darüber freuen, I'm very happy to welcome this afternoon our young friends from Afghanistan and Syria who came to Luxembourg in April this year. And after having passed sometimes in refugee camps in Greece, and they are here in order to find a new home here in Luxembourg, and after having suffered from war, destruction, and persecution. Please enjoy, and nice to have you amongst us. Ich dann ganz schönen Konzert wünschen an jemand, der starten ob als Reis. Erlaubt man nach 2 Worte von Merci, große Merci an als Equipe vom Küb, das immer flott für hier Besuch zu sein, aber dich können zusammen zu schaffen. An auch Merci und clever Gemeng, der ist traditionell an sich an über Jahren finanziell unterstützt. Voilà, vielmals Merci, schönen Mitten an verspricht mir etwas. Bleibt all gesund, keep safe. Ladies and gentlemen, die Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Ich hoffe, ihr habt gemütlich gemäht. Wir verbringen heute in Abend mit fantastischer Musik. Bin ich ganz viel verschieden spannend, rhythmisch, emotional, ein wunderschön Steckermatt möchte. Mein Name ist Viktor Kraus und ich schon der Plaisir haut, ihr durch den Ofen zu fahren. Es ist sozusagen der Zeremonienmeister. Es ist natürlich nicht allein, das wird viel zu langweilig. Es sind schon 3 wunderbare Musiker dabei. Die ging ich gern 4 stellen. Kontrabass. Wann ich gebe ganz warmen Applaus. Ihr könnt doch schon Locho brillen. Der Jano Sanavia. Zu 2, also schön. Mit zu 3 noch viel besser. Ich muss den Witz allkeers machen, aber ich muss auch dazu sagen, er nennt sich selber so. Und der Nummer, das ist einfach eine Steilvorlage, nämlich Akkordeon. Er nennt sich selber gruselig. Ganz gruselig. Daniel, grüß an Akkordeon! Natürlich, zu 3 sind schon besser wie zu 2, aber zu 4 sind wir komplett. Und das smarteste von uns nennt sich Sébastien Duguay und der spielt Klarinett.
merci. Traditionell jiddisch Musik. Und als nächstes hören wir ein Stück von einem spanischen Komponist, den Pedro Iturralde heißt. Das ist ein Suite Hellenik, also ein griechisches Suite, und zwar an 4 Sätze. Das ist ein griechischer Tanz, dann das Funky heißt das dritte als ein Walz, ein Seherwalz, und der 4. Satz als ein griechischen Tanz. Bonne écoute.
Vielmals merci. Suite Hellenique von Pedro Iturralde. Ein anderer fantastischer Komponist, also ein relativ junger, nach Gorka Hermosa ist, und die schreibt ganz viel für Akkordeon. Übrigens, all die Stücke, die wir hier spielen, sind an einer gewissen Weise arrangiert. Also wir sitzen keine Stunden an arrangieren, sind mit Noten, wir arrangieren so in der arrangieren wir das. Die sind normalerweise ursprünglich für eine andere Besetzung geschrieben, entweder Solo oder für eine Besetzung auch immer. Und wir spielen sie eben an der Seite. Das nächste Stück ist eben von dem Gorka Hermosa, an das heißt Brem.
Brem, vielmals merci. Vielmals merci. Wir tauchen an in eine ganz andere Welt. Aus Argentinien gehen wir an Indien, einen von den berühmtesten indischen Komponisten, der Ravi Shankar. Hat ein Stück geschrieben, was eigentlich ursprünglich für Gitarre und Flöte ist, Querflöte. Und voilà, wir spielen hier am Trio. Der Jean am Kontrabass, der Sebastian der Klarinette und ich am Vibraphon. Das ist von unseren längsten Stücken, übrigens alle Stücke von der bei der CD. Das ist ein CD-Programm, das wir hier grosso modo spielen. Volt ist als CD, mit dazu mich spät nach Mai. Das ist wie gesagt, schon ganz andere Welt. Taucht an. Sie 15 Minuten Raga.
Sebastian Lüge, Victor Kraus, Ramos Anania. So, als nächst muss ich euch einen fantastischen Komponist vorstellen. Und die kann ja just aus unserer Reihe kommen, das ist ja evident. Bisschen Spaß. Und das ist der Jano, den hat nämlich zwei Suiten am Programm. Und ihn hat ein dritt geliefert, und zwar eine Suite Nordique. Ah, Jano, willst du vielleicht etwas dazu sagen? Nee, wir wollen nicht. Gut, dann. Dann lauscht er mal so einfach. Genau. Voilà. Motivation? So wie du spielst. Ach, Monsieur le Compositeur.
So, normalerweise ging mal lo und als letztes Stück kommen wir der Pause, aber das wir kann ja ohne Pause. Der Tisch geht einfach weiter. Das ist eine bulgarische Suite. Und die bulgarische Musik die zeichnet sich durch hier unregelmäßig Rhythmen aus. Joris de Jano hat heute der letzte Satz, also in der Suite Nordique war auch 7/8. Und ich recht? Ja, ist gut aufgepasst. Und aufgepasst? Schon mich nicht blamiert beim Pop. An 3 Sätzen.
Vielmals merci. Vielmals merci. Von der Europäischer CD wollt, dem ich leider haut aus Covid-Corona-Gründen dürfen nur Konzert verkaufen. Falls ihr aber ein wollt, dann können wir alles über die Website könnt ihr gerne bestellen. Die könnt ihr auch direkt bei uns bestellen. Da packen wir sowieso in die Pack, da schicken wir es einfach hin. Oder natürlich geht es das 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert sind natürlich Streaming-Dienste, da sind wir auch zu finden. Von daher wollt ihr unterstützen, wenn euch Musik euch gefällt. Dann sind wir ganz froh. Wir verlassen den ersten Teil und gehen an den zweiten Teil von unserem Programm, an den ist mehr argentinisch, also mehr Tango-lastig. Wir fangen mit einem Stück an, was von einem Perkussionist geschrieben ist, den Alexei Gerasimes, ungefähr mein Alter, wir kennen uns ziemlich gut. Und den hat ein fantastisches Stück geschrieben für Piano und Vibraphon. Oder Vibraphon und Piano, weil der Vibraphon dort Hauptrolle spielt. Das basiert auf dem Astor Piazzolla seinem Libertango. Also der Akkordfolge ist genau dieselbe. Und wir haben das Stück geholt und an dieser Dreierbesetzung adaptiert. Das war meine Idee. Die zwei Firmen waren not amused at all, weil es natürlich pianolastig ist, also sie müssen schwer dafür schaffen. Aber wir spielen nicht, sie haben immer nicht aus dem Programm rausgehalten. Ich werde auf den Tag, wo sie streiken. Für den Moment spielen wir das nach.
So, ich hatte einen kleinen Fehler gesagt, nämlich an der Dreierbesetzung. Der Sebastian, der könnte aber für den Mittelteil ran. Und nachdem man natürlich lädt, Sebastian, mehr, das ist kein Problem. Ich muss dazu sagen, dass an der Generalprof selber gesagt hat, dass er vergisst selber, dass er eigentlich spielt. Und voilà. Wir denken aber noch gerade so frei genug drin. Als nächstes, wir bleiben bei Piazzolla, aber das ist Original Piazzolla. Ein wunderschönes Stück, von seinen berühmtesten Stücken. Ein Stück, was uns immer ganz stark movementiert für zu spielen, und zwar Oblivion. Merci vielmals. Contrabajando in duo zwischen dem Gianno und dem Daniel.
Jean Sanavia an Daniel Grüsel. Wir haben auf der Bühne auf Dauer geguckt und das ist aufgefallen, dass wir eigentlich schon an der Zeit sind. Wir haben einen relativ strikten Zeitplan. Das heißt, wir müssen ein Stück zur Information, muss man ein Stück übersprangen. Ja, komm, da wir mal da hängt von hier auf. Das hängt ja just von hier auf. Es geht ja just darum, dass da nicht zu lang muss sitzen, wenn der Welt mehr Stoff. Das ist kein Problem. Wir skippen mal und dann gucken wir weiter. Wir können ja noch immer spielen. Das heißt, spielen wir Tango pour Ludwig. Ludwig? Ah, non, Tango, ja. Tango pour Ludwig. Übrigens, ein Stück auch vom Gorka Hermosa an die ersten 8 Takte, die basieren auf einem Thema von Ludwig van Beethoven als einer relativ bekannter Pianos-Sonat. Vielleicht erkannte sie auch.
Vielmals merci. Wir kommen zu einem letzten Stück von Richard Galliano. Das ist ein Franzose, den ganz gut befreundet mit Astor Piazzolla war. Der Astor Piazzolla war ja der Begründer vom Tango Nuevo. Den Piazzolla hat Galliano geraten, genau das nämlich am Frankreich zu machen. Er hat ein fantastisches Stück geschrieben, das Tango, nicht pour Ludwig, mais pour Claude, heißt das letzte Stück. Vielmals merci. Merci.
Also schenkt wie wann dem Kübsing Sitzer komfortabel wären, dann machen wir das. C'est bon? Das ist nicht viel zu trinken. Okay.
Vielmals merci. Vielmals merci der ganzen Organisation, dem Küb, dem Klängemännischer Festival, der Technik, der Luchten. Wir hatten einen wunderbaren Accueil, einen wunderschönen Accueil wie immer hier auf dieser Platz. Und das immens Fried, hier dürfen zu spielen. Nein, vielmals merci. Natürlich auch ohne ihr möchte das Ganze überhaupt kein Fried. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn der mehr wollt, dann das geht es auf CD. Das geht nicht, wir gehen nicht reich, kein Sorge, wir gehen nicht reich. Aber voilà, wenn ihr Fried für du haben will, so Musik, dann mit quasi alles aus auf der CD, was wir heute gespielt haben. Vielmals merci für das Kommen.